Salut alle Guten und willkommen auf meinem dritten Livestream. Und zwar machen wir heute zusammen Tamagoyaki und das ist japanisch Omelette. Da mache ich zwei Versionen, eine Boris-Version und eine ultra traditionelle Version. Und da werdet ihr gesehen, wo ich anfange. Ich werde da nicht so viel machen, weil das wirklich, das ist eine Geschmackssache. Aber fängt man mit der Boris-Version an. Also das hatte man braucht, wie überhaupt Tamagoyaki zu machen, also die japanisch gerollten Omelette. Braucht man schon mal, man fragt mit 3 Eier an, da müsst ihr dann mal schon eng Rull, wenn du willst. Da kriegst du 6 bis 8 Stecker. Du brauchst Sesamöl, war schon nur der Bidon, weil ich ein bisschen mehr brauche. Du kriegst das Ganze natürlich auch ein bisschen mehr an Klängen. Dann braucht man einen Rullmatt. Da wickeln wir nur Anfang die Omelette an, für dass es ein bisschen Form hält. Weil das Ganze soll Anfang nicht rund gehen, aber es soll Anfang eckig gehen. So, dann braucht man natürlich das, weil Anfang typisch ist, für ein Tamagoyaki zu machen. Das sind so die rechteckigen Pannen. So, weil Anfang nicht ultra speziell ist, ist just, dass sie eben rechteckig ist. Und die Doten, die ich Anfang auf Amazon kaufe, wenn du kriegst aber auch natürlich noch andere, wie zum Beispiel die Doten, die ist ultra cool, ganz schön aus Koffer. Da will ich ja Doten am Anfang aus der Toten die richtig Pan, wo sie so holen, für die japanische Omelette dran zu rollen, weil hier am Anfang so tötzt, geht wirklich rup bis auf den Bohr und verdient sich wirklich überall selber, worüber bei der heute Version. Ja, du kannst am Anfang tötzt, weil mehr von innen und nicht so richtig von der Seite, aber das ist eben so der Koffer, den hast du so. Und dann hast du so ein Stück Holz dabei, da kannst du nämlich dann nur den den Omelette ein bisschen so zusammen schieben und von Heim oder so formen. Hat wirklich dicke cool ist. Bon, der Notdeel von aus das nicht Induktion. Du brauchst also entweder die ganz normalen Kochblocken oder du musst da so einen kleinen Gasgrill geschaffen, wie ich gemacht habe. Wir heute schaffen den Schnitt mit der Adotor, die nehmen wir auf Zeit. Und zwar schaffen wir halt mit meiner Tamagoyaki Pan. Die erste Version, die wir am Anfang zusammen machen, die besteht am Anfang mit E. Und da können am Anfang just eine Mischung dran. Das ist am Anfang mein Furikake, den ich am Anfang auch schon am letzten Livestream benutzt habe. Furikake ist am Anfang eine Mischung von Algen, Sesamkern, Wasabi dran. Voilà, da sind am Anfang verschiedene Gewürze. Das sind japanische Gewürze am Anfang. So, das kannst du eigentlich egal was benutzen. Das ist mega gut. Das kannst du so essen als Aperitif von Wiener lehnen. Wir machen das so als Omelette dran und das geht fantastisch gut. So, machen wir da einen Trick. Wo kriegst du das zu kaufen, den Tamagoyaki? Und zwar, und zwar kriegst du den dort ist der Provençal. Du kriegst aber dasselbe hier aus Eisershop zum Beispiel. Das ist genau dasselbe. Ja, ich meine schon den sowieso, den hat ich auch schon einen Kopf gemacht gehabt. Aber ich gucke mal, weil du siehst eine andere Kreide am Anfang mit dran, das ist geil in der Anfang, du siehst noch ein bisschen so die Brunnkerne dabei. Was ist das? Ja, das sind am Anfang, das Salz. Ja, das Salz. Natürlich das Salz, du hast am Anfang genau dasselbe, du hast ein Nori dran, Algeblätter dran, Sesamkern und Wasabi. So. Wie gesagt, du kriegst das am Eiserschutz zu kaufen oder auf Provençal, wie du willst. So, wir starten auf vom Lummel direkt. Und zwar machen wir als Mischung Lummel, das man an eben mit einem Tamagoyaki. Quatsch, das mit einem Furikake zusammen. So, dann machen wir es mal ein bisschen Platz rein. Und wird gesehen, am Anfang die Rolltechnik am Anfang wirklich ganz speziell und dick cool. So, ich hätte nämlich auch etwas anderes, das Produkt, und zwar nämlich ein fertig Tamagoyaki, weil du kriegst das nämlich so fertig zu kaufen, was viele Restaurants machen. Wo ich euch am Anfang dafür gesagt habe, ich mache einen Livestream, ich weiß nicht, wie das am Anfang alles funktioniert. Und da sieht dann nämlich den Unterschied, nächstes Mal, wenn da ein Restaurant geht, da will er nämlich halt, ja, die Dote möchte er tatsächlich selber. Oder den Tipp, den möchte ich dann einfach, okay, dann für die fertige Version. So, am Anfang kann ich eigentlich so, sobald es perfekt ist, gesagt, also dann die fertig gab. So, wir möchten das einfach noch mal ein bisschen rein. Es ist wirklich keine Zauberei, eigentlich so denken, du kannst auch Salz dran machen, du kannst auch Pfeffer dran machen, den Mischung, wie du willst. So, schon nur noch mein Furikake hier. Und da machen ich auf die 3 Eier, machen wir lo, ja, was machen wir da drauf, also zwei ganze Löffel. Ja, einmal, so ein bisschen schon, du musst jetzt ein bisschen gucken, so wie ich das will, ich meine, mal das mit 2 Stück dran, weil da auch, du hast schon Salz dran, du hast alles schon, der Wasabi ist dran, du hast einen Pfeffer dran.
Und dann möchte das ganz ein bisschen anders und schon fertig, die Mischung. Und das ist schon Brett 4, dass du eigentlich den Tamagoyaki kannst machen. So, als Mischung ist schon fertig. Dann holen wir mal Eis. Kleine Induktionspan. So, wenn wir machen, wir brauchen noch eine kleine Sache. Und zwar ist es nämlich so, wir machen heute Sesamöl dran. Und die Sesamöl, ja, die verschwindet natürlich, wenn wir die ganze Omelette ein bisschen kochen. Und dann mache ich hier drin, mache ich ein bisschen Sesamöl dran, wo ich ein bisschen das drauf mache. Und da kann ich das nur immer ein bisschen merken, so no-Ölchen, weil sonst einfach die ganze Omelette drunter bleibt. So, natürlich, wir brauchen also ein Zauberölisch. Hopp, da so. Da habe ich richtig gebraucht, bis ich das System raus habe, bis ich den Deckel auf hat. So, also fangen wir einfach mal an. Ich will einen Sesamöl, ich will einfach mal dran machen. Ich will einfach ein bisschen mehr am Anfang und die Rest machen ich heute, oder? So, da kann am Anfang das durch sich immer ein bisschen voll tränken und das holen wir nur am Anfang, das durch 4 am Anfang so, das Pan not zu löschen. So, da geben wir einfach nochmal voll Gummi rein. So, da geben wir richtig Gas. Das ist nämlich der Fehler von der Induktion. So, wie ihr merkt, dass am Anfang von der Hütze hier gut aus, da das von Anfang die ganzen Öle schwingen anfangen so zu laufen. Da warst du am Anfang Punkt der Hütze, warst du am Anfang gut. So, als Omelette ist aber auch schon am Anfang tipptopp. Und dann natürlich kannst du das auch für normale Omelette holen. Ne? Das ist am Anfang perfekt. So, als Öl fängt am Anfang schon ein bisschen mit laufen, das ist am Anfang tipptopp. Ja, kann noch ein bisschen Hütze kriegen und dann gucken, ob man noch ein bisschen Gummi drauf hat. So, was kann ich euch davon erzählen? Von die Panen do, wenn ich auf Amazon kaufe, steht ein Zwiebelpan. Das ist die Doten. Eigentlich genau dasselbe. Wie viel ich mich bezahlt? Ich meine, das war 30 €. Und sie ist aber, das ist ziemlich klein, aber im Endeffekt ist auch gerade so gut. Weil du kannst auch mal einen normalen Pan anfangen schaffen, so wie die Doten. Just das Problem ist, das rum. Und dann musst du halt nur, wenn du das gerne so wickelst, musst du halt nur die Stücke aufschneiden. Das kriegst du so wie Burrito eben. Dann ist das die eine Seite eben eitel und das ist ein bisschen komisch. So, wie gesagt, du kannst das auch mal einen normalen probieren, aber das ist natürlich ziemlich cool, wenn du mit einer Tamagoyaki-Pan probierst. So, weil ich schon noch Hoden zu machen, am besten, dass du baust, weil die Sesamöl schon nicht bis warm wird. Oh, du riechst das ganze Haus, du noch. Viele hast du das gerne, wenn du das wirklich nicht so gerne hast, boah, ganz ehrlich. Oh, dann mache ich die von einem Raum gut, ganz gut lüften, weil es riecht aber relativ stark. Du kannst auch normalen Öl schülen, aber bon, Sesamöl, das ist auch schon da. So, hier ist es schon gut, die lebt schon mal ein bisschen heute, das ist Öl, ich stelle den hier mal um. So, da können wir hier mal von heute rauslassen. Zeit machen. So, Punkt Hölz, gehen wir aber ein bisschen schon drauf. Wir brauchen nicht volle Pulle. Und dann fängt ich auch schon an, meine Omelette dran zu machen. Und was noch wichtig ist, wir holen nochmal von der Plage rauf. Ein bisschen dran und wir müssen das nochmal ein bisschen verlaufen. So. Das heißt, der Tisch machen wir mal einen dünnen Kuchen. Wir müssen das mal ganz leicht umziehen, nicht zu viel, da schon ein bisschen zu viel, ein bisschen Power, ein bisschen Mama. Ja. Was ist das denn? So. Ah ja, ich muss das aufstellen. So, muss man das ganz los und von Go lassen, weil sonst das ganz kriegt zu viel schnell Bullen und das ist einfach nicht steril. Und dann geht der Fond drin, dass es ein bisschen angezündet wird. Nicht so viel warten, weil sonst geht es hart, weil das Ganze muss man nur abrollen. Natürlich, ich fange den Ofen an, ein bisschen zu Last zu machen, das ist schon gut. Natürlich, du musst noch ein bisschen Last, da kannst du eigentlich die erste Rolle, einfach so mal die erste Welle machen. So, und da kannst du eigentlich weiter rollen und dann müssen die nächste so ein bisschen festdrücken. Und dafür ist es wichtig, nicht zu lang zu warten, dass es nicht zu hart geht. Weil sonst kriegst du nämlich gut nicht gerollt. So, dann drehst du sie noch ein bisschen und das geht auch schon durch. So, da gehen wir hin, da holen wir unseren kleinen Ölschein. So, nicht allzu viel. So, dann können wir noch ein bisschen nachölen. So, wir schieben das Ganze in den Ofen. So, ganz innen rein ein bisschen nachölen. So, dann können wir das einfach als Plack setzen. Noch ein bisschen hützt. Gas geben. Ich muss noch machen. So, ein bisschen schon Hölzer gehen. Dann können wir mal unseren Rest, die wir ein bisschen drüber machen. So, hier ist noch wichtig, wir heben das Ganze ein bisschen an die Lut und wir lassen die Omelette am Anfang drin laufen.
ein bisschen gerne selber noch. So. Und dann gucken, dass das ganz ein bisschen wieder können, weil sonst lebt das Kai haben von drüber und das will man von nicht. Das ist nur Hummer, das schon da so blöd geworden, die ganze Sommer verliebt da drin. Und wir werden ein bisschen, bis das ein bisschen schon umzieht, können dann ein bisschen schon verdelen. Genau dasselbe ist nicht allzu viel lang werden, weil eben so ist das ganz selbe Creme das richtig gedreht. Punkt der Holz gehen wir noch ein bisschen schon drauf. Und dann genau dasselbe wie für drin. Du sieht schon gut aus. Können wir von Riegel und Schaufel ein bisschen noch. Dass wir die erste Runde wirklich schön proper kriegen. Top. Das sieht schon ganz gut aus. So, dann haben wir hier noch. Zack. Und dann, boah, da kann ich schon noch eine Runde runden, aber da wäre ich schon noch voll fertig. Nee, das will ich noch nicht. Das kommt schon noch eine Schicht. Das heißt, da ist nur noch genau Zeit wie für drin. Wir können noch ein bisschen Hütze noch kommen lassen. Noch ein bisschen Öl dabei machen. Und dann das Ganze noch anschieben. Ein bisschen Öl noch machen. Ja, aber nicht zu viel sehen, weil sonst lebt die Öl noch mal dran oder das ist nicht hier. So, wir können dann von unserem Rest, von unserem Omelette. So, genau zeige ich wie viel drin, das ist schon gut hier, wenn das da drin geht. Lecker umzählen lassen. Und dann holen wir sie fertig. Und dann haben wir am Anfang schon als Tamagoyaki fertig. Wie gesagt, also das ist am Anfang viel Arbeit. Ne? Das ist wirklich etwas, das du musst da Zeit lassen dafür, das ist nicht zu schnell machen, weil sonst gibt das sehr drüschen oder du kriegst so dick Bullen dran. Das soll am Anfang dem Moment nicht ziehen. So, das ist wir machen halbe genau selber. Wir drehen das hier von 4. Wir können von ausmachen. Jetzt tun wir nämlich genug. Und dann drehen wir dann von fertig. Machen wir hin, das rutscht das Ganze noch 4. Allez, hopp. Et voilà. Zack. So, ich gehe aber noch ein bisschen Hütz drauf. Weil du drückst mich das Ganze von für das Lode Verschluss gemacht wird. Dann einfach ein bisschen bei. So. Ein bisschen Öl drücken. Und das ist eigentlich das, was die mit der anderen Pan mit dem Holz dann in dem Moment möchte. Ne? Du holst dann dein Holz und du drückst dann der Dose bei, drückst eine Ofen drauf, ein Brot und den Ofen beidrücken und da kriegst du dann von die schöne Form. Aber das geht aber auch so. Für 3 Moment drücken wir eine bei, da. Und fertig ist vom Ding Tamagoyaki. Mehr als dann geschnitten. So, was ich noch machen, ich will noch meine, weil ich stelle mir kurz aus, ich muss aber piepsen. So. So, warum fangen wir an? Ja, das muss ich da stehen. So, Spaß. Das muss ich angewischt. So, nur haben wir von als Tamagoyaki. Ich meine die mal heute drüber. Zack. Und dann einfach mal so abwickeln, fest. Zack. Das ist wirklich so ein Package geht. Kannst natürlich auch hier gehen und da so dein, besser da. Sie dann von wieder dann von abgerollt kaufen. So wie es soll ausgesehen, ein Tamagoyaki. Da kannst du dann so Lastikhantel drum machen und dann da eigentlich so halt los und da ist ein stark weit lose Form eigentlich geht bei dem Ganzen. Hopp, Messer. Dann haben wir mal das Omelette für drin. Da sehen wir schon mal, dass es einfach schon äußerlich ganz anders ausgesehen hat. So, gehen wir mal hin. Schneiden das der Tote mal durch damit. So, du siehst eigentlich so gesagt ein Omelette aus die selber gemacht ein Tamagoyaki hier steht. So, ja, du siehst schön, dass da dann von Geschichte sind, die abgerollt kaufen und voilà, eigentlich ist das schon. So, nun wollen wir aber noch so mal hier schon rauspacken. Oh, ja. Noch ein bisschen schon warm. Hier, zack. Genau, zerwischt, durchschneiden. Und genau zerwischt. Hopp. Ja, das ist warm. So, ihr seht den Unterschied. Fantastisch, da kann ich schon wieder leben. So, ich weiß nicht, aber den Unterschied zu die gut fertig, die wir selber gemacht haben, und die engen, die fertig sind zu kaufen. So. Da sind ganz viele Restaurants, die machen sich einfach an die kaufen nicht tot. Da kriegst du gefroren und dann soll zu kaufen. Und du gehst einfach hin. Du schneidest da dein Stück auf, zack, und dann kriegst du das auf dein Nigiri gelöst oder du kriegst das dann von so dünner gelöst und fertig.
wo ihr merkst, wo ihr wisst, dass der von selber Covers, und dir das, das heißt ein Unterschied. Die halten uns einfach, das ist ein Block. Die gehen einfach an engem Dingen einfach gemäht. Die gehen einfach hier an Perler gemacht, abgefüllt bis oben hin und dann eine rechteckige Form gehen und fertig. Hier gesagt, schön, dass du das abgeholt hast. Und bei dir haben heute genau das erwischt. So, natürlich, so muss das ausgesehen und sobald den Tamagoyaki so ausgeseit, dann ist ja, kannst du mich nicht, du führst nicht bezahlt. Du bezahlst dafür, dass der Typ das selber möchte und nicht für etwas, weil dann vorher ist der Promotion fertig können so und dann ist ein Tiet kauf und du sagst, das ist doch, ja, da du gut keine Schichten dran, das ist einfach nur so, doch, das sind 2 Schichten. Du hast ein und dann hast du Band an die andere, natürlich das geht von 2 Kehren irgendwie zusammen gesagt und fertig. Ja, von gut her, ich hatte geschmacht, ja, das wandert einfach integral anprobieren. Wirklich Diglas ist. Boah, Diglas sind verschiedene Restaurants, die da eben gerne so dann machen. Das Tonnen Zucker dran und immer, wenn du gut siehst, das schmeckt natürlich immer extra gut. So, natürlich mir gehen einfach mal hin, wir machen das Tamagoyaki präsentieren mal mal schön. Und du gehst einfach hin und du schneidest den Tranchen auf und auf. Ja, nicht so dünn, sonst mengen die Freunde gehst knicken. So, man kann es dann schon den Tamagoyaki präsentieren. Oder einen flotten Teller. So, da kannst du die anderen mit den anderen mischen. Und ich weiß nicht, aber manchmal noch einen letzten Trick. Den wirklich. Den was der cool. So, da können wir noch dabei machen. Und gesagt, das ist eigentlich eine ganz andere Farbe, eine ganz andere Konsistenz. Die haben so viel Drüschen von. Ich hätte es auch ein bisschen nass können machen, dann wird sie vielleicht mehr hell gehen. Mit der Tote gesagt, dann ich durch den Zucker, durch den Mirin, den dran ist und durch die verschiedenen, durch den Dashi, den du dran hast, ja, gibt das eben eine ganz andere Farbe, eine ganz andere Konsistenz auch. So, was du nun auch kannst machen, und das ist so die letzten Trick, mit mal alle gut und Bett gehen. Weil ich brauche noch einen Scheier, und zwar kannst du dann nämlich nur noch so ein kleines Bändchen aufschneiden. Ja. Also das ist einfach Alge. Die Alge kriegst du auch von so fertig von zu kaufen. Und kauft die Sachen am besten alle guten am Asiashop. Weil ganz ehrlich, am Supermarkt ist das Gehirn teuer. Die Schwester, du kannst machen, du holst den Omelette. Und immer mit der glatten Seite draußen, du hast die glatte Seite aus dem du kannst da eigentlich so da dran rumlegen. So. Und dann können wir von, das ist eigentlich immer so praktisch Ideen. Dann kannst du da Dinger wie den holen und so, und dann brauchen sie Dommelette mit selber Nudeln zu packen, dann packen sie so toll schon. Du kannst dann die Sachen so und von mal abhaken und schmecken die anderen nur noch ein Kehr. Zack. So. Also, wenn wir die Glattseite draußen und dann einfach da umlegen, hier umlegen. Und fertig ist eigentlich. Du musst schon den Tamagoyaki, musst du dann ein bisschen angepackt. Tipptopp. Oh, da können wir den dritten auch noch machen, dann ist es einfach besser. Dann Orange machen. Salbust. Up. Einfach umklappen. Links jetzt. Ja. Aber gerne. Zack. Voilà. Das ist schon gut. Tipptopp. So, nehmen wir ein bisschen. Drehen wir das schön. Du. Auch. Und dann als Anfang schon als Video für heute schon fertig. Tamagoyaki, japanisch Omelette, eine Boris-Version. Das heißt eher mit einfach Furikake dran. Und eine die richtig traditionelle Omelette mit Dashi, mit Sojasauce, mit viel Alkohol dran und Zucker dran. Ja, das sind einfach für die Leute, die es gerne. Ich poste nicht demnächst noch mal Rezepte. So, ich merci für das Nachgucken. Bis demnächst. Ciao!